Eine Frau, die jeden ihrem Rechtsanwalt sich den Rechtsanwalt auf Gott und vertelt ihm die ganze Geschichte, weil sich scheiden lassen. Vertelt ihm die ganze Geschichte von der Ehe mit allen Einzelheiten, das ist dort. Und dann, als sie dann fertig verteilt haben, wird dann die Ehe dort alle. Und sie will sich nicht bloß scheiden lassen, sondern mit allem haben Geld für sich bleiben. Dann fragt sie dann auf Gott, mit allem, was ich dir verteilt habe, also habe ich eine Chance dann zu gewinnen in dem? Dann sagt er auf Gott, noch einen Stelle seine, ganz langsam, du nicht. Aber den Mann ja. Mit allem, was ich mir gesagt habe, den Mann hat die Chance, dir zu gewinnen, diese Scheidung und Antreten in der Sache für sich zu bleiben, aber du nicht. So viel kostet eine Ehe, die funktionieren nicht, wenn es jeder gleich der andere ist das Problem. Ich sehe nicht ein Problem. Ich sehe ja alles richtig. Wenn der Mensch wieder sünden ist, dann wird alles richtig sein. Wenn meine Frau wird verlieren, ist wenn mein Mann wird verlieren, ist dann ja. So, das gibt Menschen, die nehmen nicht an Ehekurse teil, die lesen nicht ein Buch über Kommunikation, sieht auch nicht Help, da wollt ihm Help sehen. Das macht wir allein schon für alle. Ich mache alles allein kennen. Was ich allein geht, das tue ich nicht. Keiner mischt sich in ans Leben an. Aber wo ich ganz klar in der Bibel lese, dass wir sollen einer dem anderen helfen, und Körper, und alle Glieder sind nutzbar. Aber das ist für die Gemeinde eins, wo ich sehe in der Gemeinde, aber sonst ist das nicht wichtig für mich. Wenn wir helfen sich, wo wir nicht tun. Bitte beim auf Gott, aber beim Seelsorger, nicht mal mehr. Das lässt mich niemals tun. Ich war widerstritten, und mein Partner kann beigeben, dass ich das will, aber dem seine Meinung, dem seine Pfeile sind mir nicht wichtig. Diese frühere Pfeile, hier mal absehen, so zimperlich zu sein, immer. So, wer ist das in dein Leben? Versuchst du immer den Partner aufzubringen, oder versuchst du dem abzubühen? So viele Menschen, die haben diesen Text von der Bibel vergessen, wo das sagt, in der Bibel 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8, für alle Dinge, die einer dem anderen mit Leib behandeln, denn die Leib, die viele von der Sünde, ein Teil von der Sünde töten. Die sind mal töten durch die Leib, so versucht den Partner nicht bloß zu beschuldigen, sondern mit Leib töten. Mach Gott die daran wieder sehen.